Dit is dat 12e Programm in der Reihe In gooda Mensch wat lieden mußt. Een Redner als Johan Dyck. Laatst Mal sagen wir, wo Hiob all zijn vee en familien en all seine Kinder verlor. Von Menschen hergesehen wurde einer keinen Grund weiten, warum dit alles zu Hiob passiert. Wir weiten über die ganze Geschichte, wils die Bibel uns ein kleines stoutste Leid an den Himmelen anchecken, wo die Sothun door am Berden deed, den Hiob op een proef te stellen. Die Sothun wieder hängen. Hij wil den Hiob doorderg aan de grond brengen. Dat is immer zijn ziel. Gott overleidt het toe, om Hiob op een proef te stellen, en om de gelegenheid te geven om glauben doorderg storcher te worden. Die Sothun meint dat zum Schlachten, aber Gott meint dat zum Gouden. In diesem Fall tja wir sagen, dat Gott bij Hiob gewonnen had. Dat weiß ich uit, dat wann de Herr dat ook toegelaten had, dat Hiob alles verloor, zodat hij doch nicht Gott aufseien, zoals de Sothun dat gehoopt had. Nodem Hiob all diese schworen Nachrichten geheerd had, seien uns Vers 21 en 22, dat hij diese wiedersehen. Jehova haft gejeft en Jehova haft genomen. De Nomen van Jehova zal gepreist worden. Wie diesem allem, deed Hiob nicht sündigen, en de beschuldigt Gott nicht, als wann hij wat Unrechtes gedaan had. Wir wollen nu an diese Geschichte wiedergehen, en wir zijn in de tweede Probe. Wat wir jetzt gelesen haben, wir nicht das Ende von der Geschichte. Die Sothun wir nicht zufrieden damit, dat zijn Gnägel über Hiob fehlgeschlagen hat. En so sei wir von der, wo die Geschichte von Hiob wiedergeht, dat hij noch viel Dollar lieden musst. Wir lesen dann nu Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Da sagt dat nahm sich so rum, an dem Tag, wo die Kinder Gottes vor dem Herrn kommen, dat die Sothun auch kam en sich bei am anfang. Dann seh der Herr zum Sothun, wo kommst du her? En die Sothun antwoorden zeid, ich ha die Erde durchsucht, en zie daarboven hanen teruggegangen. Der Herr zei zum Sothun, hast du nicht meinen Knecht Hiob bemerkt? Seines Lecken jaftet nicht noch einen im Land, vollkommen en rechtschaffen en gottesfürchtig, en jetet bei sie im Stich, en hält noch immer an seine Frömmigkeit fast. Du hast mich aber gerätzt, dat ich am ohne Ursache verdorben hab. Hier sei wie, dass sich die Lehre wiederholt. Die Sothun kämpft noch einmal für Gott, zu sehen, ob Hiob nicht dort kriegen kann, dat den Herrn aufsagt. Wie merken auch von dieser Vers, dat Gott kriegt daran wisst, dat Hiob wird treu geblieben. Wie merken auch, dat der Herr den Sothun dat verschmeit, dat ohne Ursache haft Hiob an den Grund bringen lassen. Wie seien ook ware, dat der Herr an alle Dinge dat laatste Woord redt. Wann de Sothun sich ook all dat eigenlijk uitgedacht had, so moest hij dort ook Gott seine Erlaubnis haben. Doorwegen seht Gott zu am, du hast mich aber gerätzt, dat ich am ohne Ursache verdorben hab. Meist so's wann Gott dat selbst gedonen had. Nu aber hat die Sothun een nieuwen Plan. Davon lesen wir in Vers 4 wieder. Die Sothun antwoordt dem Herrn en zeid, Hüt für Hüt, alles wat een man haft, jaft hij für zijn leven. Aber strak deine Hand uit en schier seine Hüten knerkes an, en wat wordt passieren? Hij wordt die aan het gezicht aufsehen. Der Herr zei zum Sothun, kijk mal, hij is aan deine Hand, aber zijn leven sollst du verschonen. Dat laatste Mal hat Gott klar gesagt, dat die Sothun bloß das Familien, aber nicht Hiob selbst anscheren kann. Nu will die Sothun mehr. Hij will ditmal den Charper von Hiob angreifen. Der Herr leidt auch diese Probe zu. Wir lesen dann in Vers 7 und 8, was dann passiert. Das sagt, dann ging die Sothun uit die Jähenwoord vom Herrn weg en schluch Hiob met abscheiselige Schweren van de Schauzol wat am Kop. En Hiob nam de Schorvel en schabt sich damit en zat maak hem aus een Esel.
de zot hun siemt nicht lang. Hij deit voorts op steed, wat hij zich vergenomen houd. Hij had zich ook dat schlimmste uitgedacht, wat het aan onmakelige krankheiten jaft. Wer von uns kann sich vorstellen, wo schlecht het gehen moet, wenn uns ganz ein Körper mit Schweren bedeckt wird. Dit wir nu Hiob seine Lehr. Das sagt, hij saht sich eine aushaben. Wat dat meint es? Dat Hiob uit de stad weer uitgeschickt worden, wegen seiner Krankheit. Dat wird zu der Zeit so moud. Wenn irgendwer eine ansteckende Krankheit hat, so Utsatz oder so eine schweren, die können nicht mehr in der Stadt wohnen. Buiten der Stadt wie gewöhnlich immer in Melkklampen, wo all der Aufgang von der Stadt hangeviert und verbrannt wird. Doa manke Asch, sagt nu Hiob. Wat wir dort aber von Unterschied von vorher, als hij rek wir, in einen scheinet Hus wohnt. Nicht mal bloß dort, am jenkt het nu gesundheitlich sehr schlecht. De nächste Vers seien dann, wat nu passiert. Vers 19. In seine Früh seht am, hältst du noch immer an deine Frömmigkeit fast? Sei Gott doch auf und storb. Hei aber seht du redst so, als wann enkel de Frühes reden. Wann wir von Gott Gaudet gekriegt haben, soll wir dann nicht auch das Schlechte annehmen? En all diesem, dat Hiob mit seinen Lippen nicht singen. Kennst du auch so eine Menschen als Hiob, die sehr viel durchgegangen und uitgeholen haben? Vielleicht gehst du nu groß auch, wat sehr schworet durch. Hol die am Herrn fast. Seine Genot wordt ook verdient houden. En dat brengt ons dan bij de derde proef. Gewöhnlich denk wie bloß an zwei Proben, wat Hiob durchgehen moest. Dat hij zijn familien en zijn familie verloor, en dan dat hij zijn gezondheid verloor. Aber dat weer nicht alles. Vielleicht wird die derde Proef en gewisse Wege noch das Schlimmste. Dit wird die Proef, wo Hiob seine Freund am Proben tracht te helpen. Dit wird die Proef, wo Hiob selbst uitvinden moest, dat hij nog immer orecht gedacht had, over wo Gott is, en wo hij seine Kinder behandelt. Wel wird het eerste seine drei Freund bechecken. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 11, wer diese Freund wären. Da sagt het, aber Hiob seine drei Freund hielden von all sein Eichleck, wat even am gekommen wir, en sie kamen in jeder von seinen Städten. Elifaz von Teimen, Bildad von Sua, en Zophar von Naema. Die waren sich einig, dat sie am Bekleuren und Trösten wurden. Ohne Zweifel wären dat sehr wichtige und rechte Männer, wat weit reisen deiden, am Hiob te besiegen und Proben te trösten. Wir wollen aber seinen, dat Trost nicht von weit her wir. Die halb weniger als nuscht, weil sie den orechten Glauben über Gott haben. Und hier kommen wir dann bei das nächste, und dat ist ihre Begegnung mit Hiob. Wir gehen dann in Vers 12 wieder, und da sagt es, und als sie ihre Uhren von weitem abhoben, schanden sie am nicht, und sie hoben ihre Stemmen ab und hielten. Und jeder zerreiht seine Kleider, und sie schmeiten Stoff über ihre Kap in der Luft an. Und sie sauten mit Antaub auf die Erde, für 7 Tage und 7 Nacht, weil sie sahen, dass seine Weide sehr groß wären. Hiob wird durch die Krankheit so verstalt, dass sie am nicht mal schaden deuten. Wenn das hier sagt, sie hoben ihre Stemmen ab und hielten, dann meint das, dass sie am bekleuren deuten, so ist dort am Osten Modus. Dat wordt ook noch von der so gedonen. Die Menschen am Osten schämen sich nicht, ab Lüdes ihre Gefeile hören zu lassen. Wir als Mennoniten tun das gewöhnlich nicht. Wir schämen uns gewöhnlich zu sehr, unsere Stimmen ab Lüdes hören zu lassen, wann wir irgendwem bekleuren donen. Dat sie mit Amtaub für 7 Tage und 7 Nacht sauten, wie dasselbe, was zu der Zeit bei einem Sturmfall passiert. Dit sagt uns sehr viel, über wo sie über Hiob dachten. Für an wie hei so gut als gestorben. Auch für seine Früh, wie hei so gut als dood. Sie seht je,
sei Gott auf und storb. Sei hat einmal abgegeben, als einer, der von Gott verflucht wird. Was soll das dann noch helfen, sich proben an Gott zu holen? Für seine Freund und seine Frü wird die raadste Beweis, dat Gott am verschmeten hat, sein Verlust und seine Krankheit. Sie leibten Gott, der Hiob auf diesen Weg für seine heimliche Sünden bestrafen. Wer so viel Eichleich hat als Hiob, muss von Gott verloren sein, und so Gott ist verdaut und verloren angesehen worden. Wir kommen dann bei Hiob seine Kleur und seine Freund ihre Antwort darauf. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir dann: Dorno mög Hiob sein Mühl op und verwünscht den Tag von seiner Geburt. In Vers 11 sagt er: Worum starf ich nicht furz und komm nicht so schwind, als ich uit meine Mutter ihre Schaut ging. Wir können vielleicht zum Teil verstehen, worum Hiob so mutlos war. Wer zo'n erlebt, als Hiob erleben deed, der moet sich doch sehr leeg, sehr verloten und grülich angeschmiert feilen. Ich sage hier, hij feilt sich von Gott angeschmiert. Dort können jeden so gehen, wann wir nicht das rechte Verständnis über Gott haben und wo hij mit Menschen umgeht. Die meisten von uns denken portwies krachtsus Hiob, besonders wenn ein golden Mensch was sehr Schlechtes passiert. Das kann je doch nicht sein. Der Mensch will je doch so und so gut. Der hat je dort ab keinen Weg verschuldigt. Und so lebt Hiob auch seine Freund, dat Gott uns in dit Leben doch immer nur unseren Verdienst behandeln soll. Aber erst dort ein Wort Verständnis von Gott? Det hij die Gerechte ab Erden immer sehnen und vom Trouble bewahren? Dat Gott immer de Gottlose ab diese Erde all in dit Leben bestrafen, so dat het ab ihre Flecken nicht regnet und ihre Häuser mit einem Blitz getroffen worden? Nee, wir weiten alle, dat so nicht wahr ist. Gott lässt den Regen fallen, ab de Gerechte und de Ungerechte. Hij lässt seine Kinder an Kräft sterben, Christus ook de Heiden an Kräft sterben. Hij merkt ab Erden und an dit Leben keinen großen Unterschied. De grote Unterschied kommt Lothar en Ewigkeit. Dit verstond aber Hiob nicht en seine Freund all gar nicht. Nu wel wans du denken, wat Hiob dacht. Hij dacht daran, dat hij immer een gerechter Mann gewast wär, wat dat beise uit dem Stich gegangen wär. Hij glaubte, dat Gott am Doorweer ihn immer gesegnet hat, und dat am wat nu nichts Schlechtes verheer befallen wär. Nu dat am all dit eigentlich getroffen hat, kon hij dat nicht taub bringen. Hij glaubt, zijn Leben hat doch beteret verdient. Waarom wordt hij nu onrecht belohnt? Hij weer an sich sicher, dat dort keine Sinn wir, wat hij verstürkt, wat de Grund sein kann. Door weer ihn feilte sich so sehr angeschmiert. Ja, die dat ook einmal so, dat du von Gott angeschmiert feilst? Vielleicht hast du ernstlich für wat gebet, dat ein Teil passiert. Vielleicht meinst du auch, du hast beteret verdient. Wel we dan noch seinen, wat Hiob seine Freund dort zu sein haben. Der geleibte je auch, dat der Mensch hier auf Erden in diesem Leben kriegt dort kriegt, wat hij verdient hat. Als Hiob dat aber so handstellen deed, dat hij auch schuldig lieden muss, dann wären sie stutzig. Die erste wat red, wie Eilifats. In Kapitel 4, Vers 7 bis 9 sagt so. Bedenk aber, erst door jemals een Aschuldiger angekommen, oder een Rechtschaffener vernicht worden? So viel als ich gesehen hab, die wat Unrechtet pflegen, in Unheil sehen, wollen dort auch ernten. Durch Gott seinen Odem kommen die an. Durch das Pusten von seinen Ohren wurden sie verbrannt. Was sagt er damit? Hij will Hiob sagen, du hast noch niemals wer vereiligt, wat het nicht treffen deed. Door wen beschuldigt hij Hiob, dat hij verheimliche Sünden schuldig ist, dat Gott am nu door no bestrafen deed. Dat hielt sich aber sehr grof an, nicht wahr?
denk je mal an, wat de Eilefats hier sagt. Wenn dat so wär, dann wird jeder Mensch, wat krank ist, oder ein Eichleck gehad haft, immer sicher machen, wat hij nu verschleichtet verschuldigt haft, dat am dit traf. En wann hij nicht funk, dann wird hij krank zoals Hiob verseuren machen. Verangaf dat keine andere Antwort. Wann einer dat Buch Hiob dann durchlässt, dann zit einer, wo de andere Freund ook alle datselfde geleefden. Sie proefden sehr hart, den armen Hiob doch einmal dort te kriegen, dat hij seine Plietje Sünden toegaf, aber hij zei, da wären keine. Dis Glauben, wat Hiob ook seine Freund hadden, wie erreicht. Gott muss Hiob am Ende von dit Buch dat beibringen, dat viele von seine Worten nicht so leicht zu verstehen sind. Einer kann nicht immer voort sagen, dit ist für dit und dat ist für dat. Gott seine Wege sind viel zu hoch für uns. Wir können die nicht immer verstehen, besonders wenn gute Menschen schlechtes erleben, und weise Menschen dat immer schien zu lecken. Bei Gott geht het nicht darum, ob wir seine Wege alle verstehen, aber dat wir auf ihm vertrauen, ob wir dat verstehen oder nicht. Daran teken sich Hiob so sehr uit. Hij zei in Kapitel 13, Vers 15, wann hij mij ook sterven laat, so wo ich am doch vertrauen. Ik denk eenmaal an ons als Mennoniten. Viele von uns houden sich sehr an dat oude vast. Dat deed ook Hiob, dat deed ook seine Freund. Aber dat, wat sie immer geleefd hadden, teken sich uit als falsch. Gott deed ons hier op deze Erde nicht immer voorts door belohnen oder bestrafen, als wir verdient haben. Wie Hiob muss Gott sehr ernstlich reden, ehe heute Ansicht kommt, wo Gott wirklich ist. Vielleicht wird er auch die Matten durch eine schwere Zeit nehmen, so dass du auch ansitzt, dass Gott ein gnädiger Gott ist, wat uns hart in unser Leib haben will. Du und ich können uns Gott seine Leiben Bewahrung nicht durch gute Worte verdienen. Seine große Leib hat uns all bewiesen, als er seinen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz sterben leidt. Und wenn uns auch Schlechtes passiert, ist dort kein Beweis dafür, dass Gott uns nicht mehr Leib bewiest. Die große Frage ist, ob du das persönlich für dich angenommen hast oder nicht. Du kannst dann sicher sein, dass wenn die auch Trouble trifft, dass es nicht aus Bestrafung, aber um uns Not nur Arm zu bringen. Wenn du nu groß durch Trouble gehen musst, kann das sein, dass du sowas hier ab der Rewe klären und wettern lässt. Dort weit wie alle, dass uns das nicht helpt und merkt die Lehre noch schlimmer. Hier sind ein paar Ratschläge, was einer abgestellt hat, was uns helfen können, das Gramsaien abzuhören. Das erste ist, denk daran, dass deine Troubles Gott nicht überraschen deuten. Hij hat die voll in seine Hand. Nummer 2. Vertrau auf Gott, dass hij dafür eine Antwort hat. Hij will auf einen besonderen Weg für die sorgen, oder hij will die dadurch eine besondere Weisheit toekommen lassen. Du die nicht durch Wettern aufsehen. Nummer 3. Du beten, und sei Gott, dass du die ganz auf ihm verlässt, dass du auf ihm vertraust, dass hij dadurch für die een gouden Zweig erreichen will. 4. Jef die den Herrn han en lühe met vertrauen op ihm, dass hij seinen Willen en die wat utarbeiten. En 5. Du den Herrn preisen, sogar ehe du seine Halb speren lässt. Wenn wir dit doen wollen, dann wo wir verwetteren en Gramsaien verschont blieben. Einer hat einmal mit Wahrheit so gesagt, du nicht wehen die Speckers manche Rosen wettern, sie lieber dankbar für die Rosen manche Speckers. Weil wir noch beten. Lieber Herr, ich bete für all die, wat schwore durchgehen, wat lieden matten, vielleicht so's Hiob. Mochtst du an nu groß die Gnade und den Trost geben, dat du bei an bist. Du darfst an nicht bestrafen, aber du darfst an deine Leib an Noda nur die tragen. Amen.
Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Weg. Auf Wiedersehen hier.